来看德国公布今年第一季的 GDP 是落0.3%，这嘛是连续2季的 GDP 拢倒9，代表德国的经济咧衰退，通货膨胀嘛介食力。不过，德国总理肖兹所表示讲，对经济发展有信心，而且嘛已经采取应对措施。德国联邦统计局2月公布的资料显示，第一季国内生产毛额盘0.3%，因为去年第4季也盘0.5%，所以是连续2季 GDP 呈现减速，表示德国的经济已经进入衰退。Das Problem, das wir in Deutschland haben, und das ist ungewöhnlich in einer wirtschaftlichen Schwächephase, ist der private Konsum. Und es trifft vor allem Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Denn die Inflation von 8% im letzten Jahr und 6% in diesem Jahr, das sind ja Durchschnittszahlen. Menschen mit geringen und mittleren Einkommen haben eine doppelt bis dreifach höhere Inflation individuell, weil sie individuell viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie und Lebensmittel ausgeben müssen, also die Dinge, die teuer geworden sind. 学者讲，德国4月通膨率还阁伫咧悬点的7.2%，而且看不到较强的经济复苏。不过，这礼拜调查资料是显示，虽然制造业的景气依然伫咧下滑，不过德国5月份的商业活动再一遍扩张，代表经济衰退可能是短暂的情形。德国总理肖兹也对德国经济前景有信心，讲已经采取措施避免经济衰退。Was man ja bemerkt ist, es wird viel investiert in Deutschland, was Batteriefabriken betrifft, Chipfabriken, das nimmt erheblich zu und deshalb kann man sehr zuversichtlich sein. 国际货币基金预测德国今年的经济增长将会伫咧零线附近来来回回，一直还阁正悬的通膨率是阻碍经济发展的上主要原因。学者也讲，为了要抑制通膨的高利率，会让德国的第3甲第4季搁再出现经济减速。公司新闻，张伟林、吴其昌编辑。